keine Zeit für eine Pause, liebe Freunde. Es geht spannend weiter hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Tja, im letzten Part haben wir bewiesen, dass auch wenn irgendwie so ein Trendsender-Schrotthaufen da sein Meister dunkle Magie-Deck auspacken sollte, hat er trotzdem keine Chance gegen unser Synchro 7D-Deck. Wir sind einfach nur viel zu stark für alle. Naja, bis jetzt noch, wenn es natürlich weitergeht. Wir wissen ja, das Blatt kann sich schnell wenden. Wenn es so geht, heißt also Drachenritter, zumindest mal das Deck heißt so. Und bin gespannt, ob wir vielleicht so in diesem Part auch noch neue Drachen beschwören können. Weil bisher haben wir ja von unseren Synchro-Monstern eigentlich schon ziemlich viele beschworen. Auch schon roter Erzunterwäldler und schwarzgeflügelten Drachen. Was mir noch fehlt, ist der Sternschnuppendrachen und der rote Nova-Drachen. Das wäre schon ganz geil, die mal einsetzen zu können. Aber ob ich die mal auf dem Feld habe, ist halt immer so eine Frage. Also immer so klappt, wie ich es gerne hätte. So, und ziehe ich mal wieder mal ein ganz gutes Blatt. 3 Fallen, 2 Zauber, ein Monster. Könnte aufgehen. So, jetzt kriege ich ein Monster verdeckt. Und da, wenn ich mal so lustig drauf bin, auch noch eine Karte verdeckt. So, und das war's das erste. Drachenritter, ja. Wow, 9 Synchro der Fusionen. Ist ja nicht übel. Okay, die Konstruktion, was hat der dort? Hilfe, Hilfe! Was zum Henker, was machst du dort? 5 Götter Drachen einfach rufen, ist klar. Alter, das Vieh kann nur mit... Jetzt ist lustig. Das Vieh kann nur mit Lichtmonstern vernichten. Oder halt aufschlagen, ne? Geht ja immer. Ups. Scheiße, sind stärkste, als ich dachte. Wie, dem fällt zweimal weiße Drachen? Scheibenkleister. Servus, 5 Götter Drachen. Na, wie geht's denn so? Alles klar bei dir? Ach du Scheiße. Ja, das Vieh ist sowieso zu stark, als das mit was anderem angreifen könnte. Alter. Wobei, da steht ja eigentlich nur, diese Karte kann nicht im Kampf von Erde, Wasser, Feuer, Wind und Finstermonster beschädigt werden. Beschädigt vor allem. Klar, warte mal einen Kratzer rein, ja. Das heißt nur Licht oder halt Göttermonster. Alter, der hat so Bock drauf, Obelisk zu rufen, ey. Das wäre jetzt krass. Die Monster sich auch... Der 12 Stufen, ey. Das kriege ich auch niemals hin. So, eine gute Frage. Nehme ich jetzt dich, Sangan? Oh, nee. Warte, ein Monster sich der Hand jetzt zum Opfer. Das wird's geil. Ja, kann Riesenbazil tut's auch. Du. Auf den 5 Götter Drachen rufen, ist klar. So, schützen dann noch ein bisschen oder kann ich einfach so... Ah, verdammt. Hätte mich schon fast gefreut drüber. Naja, gut, von mir aus, wenn man unbedingt so haben will. Schön, ja. Switchen. Oder beziehungsweise setzen. Und den Zug verschwitzen. Nee, nicht verschwitzen, sondern einfach, ihr wisst schon. Abgeben, so. Kein Zug vergangen. Komm schon. Gerade die beiden Monster an. Der Stein der Legende. Willst du uns verarschen? Das Monster kann nix. Hallo. Ich wollte gerade sagen, also du könntest zweimal angreifen, aber das wäre jetzt ein bisschen fies gewesen. Und du verlierst ein paar Lebenspunkte. Du bist ja so doof. Doof, Mann. Alle auf den Doofmann. Nee, natürlich nicht. Bist du wahnsinnig? Los geht's! Phoenix ist ein Monster. Ja, kannst du mir auch schon machen. Aber wieder mal gibt's ein paar Punkte Schaden. Ja, also hier ist natürlich ein bisschen schwierig, einen starken Synchro-Drachen zu rufen. Alter Schwede. Ich denke sowieso, um die beiden Super-Drachen zu rufen, müssen wir irgendwie eine super Starthand haben und dann nächsten Karten, also sprich die ersten 10 Karten müssen sitzen, sonst wird es ein bisschen schwierig. Geisterwache. Vor ein Krauch. Weißt du was? Ich habe ein bisschen Bock auf Just for Fun. Hier kommt Gehirnkontrolle. Tja,
Der Drache ist zwar mächtig, aber im Gegensatz zu den ägyptischen Göttern kann man den auch kontrollieren. Ein 5-Götter-Drachen. Geil, Mann. 5-Götter-Drache. Vernichte. Den weißen Stein der Legende. Das sind reinwärts schon. Wow. 4700 Damage. In einem Zug. Geht gar nicht mehr. Genau, so können wir uns das Deck angucken. Was hat denn der? Oh, der Blitzanschlag. Verdammt, will ich auch. Ist klar, zweimal gibt es mal eine ab. Natürlich nicht. Dreimal, jetzt kannst du mir echt eine abgeben. Keine andere Dimension. Wie ist denn den dabei? Gibt gar keinen Sinn. Hä, wieso hast du den hat? Wieso? Da bringt doch gar nichts. Hä, wieso hat er... Ja, okay, wir haben schon Ritualkunst. Ja, aber das ist ein bisschen unnötig hier. Das gibt noch Sinn. Spiel des Drachen ist sowieso eine geile Karte. Okay, naja. Mal gucken, nicht wahr? So, jetzt mal den Zug mal beenden. Der Drache geht rüber. Ruf gleich einen weiteren. Aktiviere Reisen Attribut. Und alles ist Friede vor der Eierkuchen. Und natürlich noch irgendwie so eine Art Monster-Animation. Dann bin ich am Arsch. Und da kam der nächste im Bunde. Es muss fast sein, es ist zu einladend. Reißender Tribut. Verarscht. Haha. Was machst du jetzt? Du hast die Karte verdeckt. Tja. Mehr kannst du auch nicht tun. Du bist gleich am Arsch. Das gibt's einfach nicht für die Monster. Okay. Ich setze ein Monster verdeckt und eine Karte verdeckt. Und wieder mal war's das. Oje. Ja, mit Geistwach angreifen, genau, das ist natürlich gewesen. Ja, was machst du denn jetzt? Mannschuhe 10.000 Hände. Ja, dann manch dich mal ein bisschen. Der Soldat des schwarzen Lichtes. Auch ein alter Oldtimer. Vor allem packiere ich mich da. Was bringt der dir? Oje. Also manchmal sind die Typen nicht so doof. Ja, toll, Schrei der Untoten. Und so schwache Monster. Ja, muss fast. Ich hab keine Monster auf der Hand. Ja, mein Plan wäre ja eigentlich... Oh, Scheibenkleister. Das war natürlich ganz toll. Aber sagen auf dem Friedhof? Weiß ich gerade gar nicht, aber vielleicht kann es sein. Du natürlich nicht, toll. Weil sonst hätte es ausnutzen können, aber okay, wenn es halt nicht geht. Ne, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich habe momentan 42 Karten im Deck und mein Ziel war ja nochmal 2 abzulegen. Das wären natürlich 2 Monster gewesen. Ja, wer ist denn so wenig Monster? Alter, wenn das nachher... Ja, danach gewesen. Schwerer Sturm ist eine echt fiese Karte. Immer mal einen. Immerhin mal ein Monster. Du. Komm schon, sag was du kannst, doch nicht schon wieder. So viel zu wenig mal. Drachen auf dem Friedhof. Ja, schön wär's gewesen. Doch die Götterdrachen auch opfern, ist klar. Oh, ist wieder mal rausgeflogen. Hallo, was soll das immer? Wir in der Aufnahme irgendwie auch, wobei ist wieder da. Hey, crazy, wir noch mal gucken, ob das wirklich so war. Was soll denn das denn? Wieso fliege ich ständig raus? Aber es passiert immer nur hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds. Bei Anspielen klappt es irgendwie. Das ist falsch aufgenommen. Wir haben ganz kurz mal da gucken. 24p, ne, stimmt. Ich sag's mit der Wii, nicht mit der Wii U. Das war korrekt. Ja, crazy. Verstehe ich selber nicht. Ja, verlierst du ein paar Punkte. Dann gibt's weniger Schaden. Und das tut weh. Aua.
Hat er einfach einen dritten 5-Götterdrachen gerufen? Ey, ich glaube, ich werde wahnsinnig. Okay, Schluss mit lustig. Ich aktiviere Aufschlagen. Und dein Götterdrache ist im Arsch. So, nun rufen wir als nächstes meinen Captain im Angriffsmodus. Und dadurch kann ich auch noch ihn hier rufen, den finsteren Resonator. Ebenfalls im Angriffsmodus. It's Showtime, Freunde. So, machen wir mal ein bisschen mehr Monster, also sprich Feldvorteil. Deswegen rufen wir mal wieder den guten alten Gojo-Wächter. Das ist vermutlich stärkste Stufe 6 Monster im Spiel. Man kann sehen, dass ein Stufe 6 Monster mit 2800 Punkten, du musst erstmal zeigen. Und nun Gojo-Wächter, greift seinen Manju der 10.000 Hände an. Was bringt einem 10.000 Hände, wenn man sie nicht richtig einsetzen kann? Ganz genau. Weg ist er und jetzt kommt er zu mir aufs Feld. Da bleibt das auch. Mal gucken, auf dem Friedhof. Ja, 4 Zauberkarten, ein Götterdrach, bringt gar nichts, also natürlich wird ihn zurückholen. Also das ist geil, den... Oh, jetzt kann ich nur mit einer Fusion Spezialbeschwörung werden, genau. Das heißt irgendwie, mit Schrei der Untoten, Monsterreanimation etc. geht das gar nicht. Also bin ich so einmal in Sicherheit. Was natürlich halt irgendwo... Das natürlich Dimensionsrückkehr ist, dann bin ich total im Arsch. Ah, das ist Blitzanschlag bloß. Was ist hier bloß? Aua! 3 Stück davon im Deck. Penner. Aktiviert einfach Blitzanschlag. Ich glaube, er wird wahnsinnig. Haben wir Glück gehabt. Hier kommt der Cyberdrache im Angriffsmodus. Tja, nun, Cyberdrache vernichte sein gegnerisches Monster. Mit Cyberfeuer. Nur ein Drache. Wir haben nichts zu tun. Warte noch. Mit einem Blitzanschlag. Er hat noch 2 Stück davon im Deck. Yep, okay, das ist sehr gut. Ich hoffe, da bleiben die auch. Alter, hey, Blitzanschlag am Gegner. Dort hast du die Karte. So, das war eine Karte verdeckt. Und das war's das erste. Ja, macht das spannender gut, muss ich zugeben. König des Sumpfes. Was bist du für ein König, hey? Stimmt eigentlich, war bereits 3 Götterdrachen auf dem Friedhof und aus dem Spiel entfernt. Was sind die restlichen 6 Monster? Macht gar nichts. Das hat sich ja voll gelohnt. Ist klar, jetzt kann man es jetzt nicht mehr brauchen. Ach, Menno, Leute, mein Deck. Das verarscht mich teilweise ein bisschen. Cyberdrache Angriff und beenden das Duell zu unseren Gunsten. Das war's. Na, endlich mal. War jetzt eigentlich so der super Gegner, aber 3 Götterdrachen zu rufen, muss auch erstmal schaffen, ey. Und vor allem alle 3 abzuwehren. Jetzt haben wir Spiegel des Drachens, na, da. Fusionstor, Zukunftsfusion natürlich. Das war schon ein bisschen krass. So, Well, was willst du jetzt eigentlich hier? Saubersetzen, natürlich. Ja, seh. Well, alles in Ordnung. Natürlich, als ob er so aussehen würde. Ja, stimmt nicht. Stimmt nicht. Es ist nicht gestimmt. Duellieren wir uns. Uns manipuliert? Ja, auf Welly. Ja, auch er. Moment, wieso muss ich mich mit ihm duellieren, wenn er doch... Ihr seid doch freundlich. Also, ich spiele natürlich ein Josei und wieso muss ich dann... Und, was soll's? Erster, zweiter, dritter. Let's fight. Einzelschuss. Damit ist auch bald Schluss. Ich stehe fest und wanke nicht. Das sagt auch der kleine Wicht. Ja, der bist du ja. Ist klar, du doch halt nur voller Monster. Mann, hey, was ist mit meinem Deck los? Das spuckt ein bisschen, wie es aussieht. Genau, den wollte ich aus dem Deck rausnehmen, weil er ist zwar ein cooles Monster mit 1000 Punkten, mittlerweile doch zu schwach. Leider Gottes. Okay, das ist dem mal verdeckt. Aktivieren den goldenen Sarkophag.
So, das muss eine gute Karte sein. Die passt doch eigentlich immer. Sehr gut, ich habe noch knapp 5 Minuten Zeit. Es müsste, wenn wir Glück haben, reicht. Wenn wir Pech haben, dann... Ja, haben wir auch Pech gehabt. Na, well, was machst du? Genex Neutron. Ach nee, das spielt auch mit Genex-Monstern. Genex? Genex? Kennst du es? Genex? So viel dazu. Was ruft nächstes Monster? Ah, ich habe eine Idee, I have an idea. Andere haben ein PDA, ich habe eine IDA. Also ein Quatsch, ey. Sangan, Angriffsmodus, sehr gut. Hat den Captain plus Krebons, das reicht also. Yep, wir müssen wohl unseren Sternschab-Drachen mal rufen. Die Turbo-Rakete. Ja, klingt cool, bringt leider nicht viel, weil wir gleich was anderes Cooles ziehen. Riesentornade, auch nicht schlecht. Bereits jetzt mal könnte ich ja... Nee. Nicht jetzt, nicht jetzt. Plünder Captain im Angriffsmodus. Und dank dessen unserer Fähigkeit kommt jetzt auch noch Krebons zu uns. Bingo. Krebons. Und damit rufen wir mal wieder nach langer Zeit unseren guten alten Kumpel, den Sternstaubdrachen. Und dank Sangan kann ich gleich noch Endersyncon auf die Hand holen. Was für ein geiler Auftritt, Freunde. Und Sangan, sehr gut, sehr gut. Jetzt hat noch einer synchron. Blub. Lalala. Wobei natürlich, oh. Nein, ich trottel. So viel. Ah, scheiße. Wir müssen zu sehr vom Anime abhängen. Mann. Er hätte direkt rufen können. Ich hätte bloß einen Empfänger. Achso, Moment mal. Ein Empfänger Synchro-Monster. Ne, stimmt, da muss trotzdem eher sein. Ich dachte gerade, können mit Krebons und Zombie rufen, aber nee, müsste ja eher sein, okay. Machen wir auch so, aber erstmal greift der an. Unser allmächtiger Sternstaubdrache. Jetzt haben wir bloß noch eine Zauberkarte, Freunde. Bloß noch eine Zauberkarte. Wenn wir die ziehen, können wir endlich einen Sternschnuppendrachen rufen. Och nee, muss das sein. Das gibt's nicht. Man hat doch zuerst die Karte Riesenlader spielen sollen. Och ne, bitte nicht spielen. Ruf bitte kein Monster stärker als meins. Das ist ein bisschen fehl, Kumpel. Mit fehl kenne ich mich aus. Ah, puh, okay. Ja, natürlich überhaupt nicht übertrieben. Nee, wie kommst du drauf? Okay, jetzt brauche ich aber ganz dringend eine gute Idee. Erstmal aktiviere ich Riesentornade. Hoppla, seltsam fallen Karten weg. Alter! Natürlich muss Waboko sein, die Karte ich sowieso hasse wie nichts anderes. Ja, das Spiel hat er aber höchstpersönlich. Ey. Okay, 3 neue Karten. Hätte zuerst spielen sollen. Ja, okay, lass mal noch. Spiele ich mal die noch. Zack, zack. Ja, mir rufe ich jetzt in Stufe 2 Synchromonster. Kann man das einen verraten? Kann natürlich ihn noch rufen, Stufe 5 Monster rufen. Geht es überhaupt? Hat der Wabuch gespielt? Durch Kampf zerstört werden. Moment mal. Wir müssen Kondensierer aktivieren und die Riesenbazille rufen. Ich hatte doch einen Plan. Ich meine, doch Kampfzerstörung geht nicht. Okay, von mir aus.
Aber Katastrophe verliert die Monster nicht durch den Kampf, sondern halt durch seine spezielle Fähigkeit. Das müsste trotzdem funktionieren. Theoretisch. Praktisch, günstig, gut. Wir sehen es gleich. Katastrophe vernichten Verbündeter. Quatsch, nicht Verbündeter, sondern Genex Neutron. Ne, mach nur. Gut, der ist also hinüber. Jetzt kommt der Sternschnudrache und zeig bitte mal dieses Monster dort. Mit Sternexplosion. Baumfrosch also, ist immer interessant. Okay, jetzt haben wir die Karte verdeckt. Und das war's das erste. Sternschnuppe Drachen rufen. Wie mache ich das bloß, Freunde? Wie rufe ich den bloß auf der Wie? Du. Das sind bloß 2 verdeckte Karten. Ist ja auch ein bisschen crazy. Und hier ist eine Riesenbazille, ich werde wahnsinnig. Hier kommt Köderpuppe. Dann köder ich mal ein bisschen und guck mal, was für eine Karte das wäre. Und tschüss. Ja, Glück gehabt. So macht Spaß. So, nun auf mal Riesenbazille im Angriffsmodus. Du kannst mal noch den Baumfrosch kümmern. Und dann greifen wir an. Also gut, Riesenbazille vernichten den Baumfrosch. Sehr gut. Katastrophe, ist ein anderes Monster. Und nun Sternstaubdrache, Angriff mit Sternexplosion. Einfach nur krass. Nein, ihr Sündenbock. Auch nur mit Animationen, es dauert Ewigkeiten, bis er ihn gerufen hat. Vor allem, wenn es weitergeht, ruft bald mal Flamvelokis aus, ganz ehrlich. Das dauert mir sonst zu lange, ja, ist klar. Den dritten, och Menno. Schlaf. Schlaffi. Ja, ist ja gut, wir haben es verstanden. Direkter Schaden. Ja, schön wär's gewesen. Tja, meine Schauspielmarke down. Ich meine, Sündenbock war früher eine geile Karte, heutzutage bringt sie nicht mehr viel, weil opfern kannst du ja nicht. Na gut, für ein Ding wäre es noch was gewesen, war Synchrobeschwörung. Dort natürlich noch etwas, aber es sind 4, Ja, mal gucken, wa? Der Baumfrosch kann natürlich zurück. Weil Welly keine Zaunfall auf dem Feld hat, kann der Baumfrosch wieder zurückholen. Das kennen wir ja auch. Du. Flamvelokis, also bist du, könntest hier sogar abrocken. Alter, jetzt so Bock, Synchron jetzt dazu ihr versteht schon, genau. Ach Menschenskind, das gibt's doch nicht. Ja, die Geil ist jetzt ein bisschen Fail-Kumpel, muss leider zugeben. Was machst du jetzt da? Synchron rufen? Flamvelokis als rufen, geht natürlich schneller dann. Oh, Scheibenkeister. Hier kommt Synchron. Er muss was noch machen. Sorry Leute, ich weiß jetzt gerne drauf, ja, gepocht, Bananen gesagt, natürlich irgendwie gehofft und so. Obwohl, natürlich, so geht's. Jetzt werde ich alle Monster auf einen Schlag los. Alter, was für ein Auftritt. Gut, Synchron, wenn wir das mal nehmen, den hier, was ganz so schön wäre, so eine Spielmarke. Nehmen wir den sie jetzt halt, ich weiß, ob der Effekt des Rotdrachen auch bei einer Spielmarke funktioniert. Nun dann, Rotdrachen Erzunterweltler, vernichte seinen Baumfrosch. Glutrotes Feuer.
Kann ich verhindern? Was? Hallo? Was muss die Verteidigungsposition sein? Och, Mensch, ey. Nee, ich dachte, es muss bloß ein gegnerisches Monster sein, wenn alle nachzerstört. Ja, toll. Ja gut, ist egal, Freunde. Ist egal, ich habe einen Schaden gekriegt, aber... Wir werden trotzdem siegen, wir sind beiden mächtigen Drachen auf dem Feld. Wer hat da was? Das war mein Fehler. Entschuldigung. Das geht auf einen Monster im Angriffsmodus. Nee, natürlich nicht. Der Effekt des Rotdrachen in der Welt gilt nur dann, wenn alle Monster, also sprich das Monster, das angegriffen hat, auch im Verteidigungsmodus war. Wahrscheinlich umkehr ist klar. Turbo-Rakete! Zeige dich! Was kann das Vieh? 2, 3, 4, 5. Okay, Stufe 5 Monster könnt ihr jetzt rufen. Rufen Stufe 3 Monster. Und er ruft die Turbokanone. Das ist meine beste Karte, Mann. Ein Stufe 3 Monster. Was im Defense-Modus ruft. Was kann das Teil? Moment, jetzt mal gucken, was das Teil überhaupt kann. Nö, bitte nicht, aber ich kriege nie was dagegen. Sternstabdrache. Opfere dich und dadurch kannst du den Effekt annullieren und die Turbokanone ist zerstört. Das war scheiße, Mann. Er kommt mit Turborakete. Oh. Ups. Ne, bitte nicht, bitte nicht. Nein, er hat noch so eins, das gibt's nicht. Ein Rotdrachen-Erzunterwäldler, nein. Diese verdammte Rallye, hey. Alter Schwede. Nein, Santa, jetzt könnte mit ihm auch einen roten Nummerdrachen rufen. Nein, Alter. Na, warte, er dich in die Finger kriege, hey. Diese verdammte kleine Potsau. Was ist denn so ein Effekt? Ach Mann, ey, ich muss euch noch erklären, Leute, das bringt nichts. So, geht doch und kommst nochmal zurück. Ja, danke schön. Der Sternendrache ist einfach unbesiegbar. So, was macht den Rest dort? Ja, Fangadol ist so eine coole Karte, aber... Nee, ich greife lieber mal an. Und zwar mit dem Sternendrachen. Fände ich das eine Turbokanone. Sternexplosion. Verdammt, ey. Mein Rotdrachen, er ist Unterweltler. Nein, nicht schon wieder. Alter, Reddy, gehst du mir auf die Zeige, ja, was genau so vorhast. Ich weiß genau, was du vorhast. Das kannst du knicken, Freundchen. Das kannst du dir sowas von abschminken. Was brauche ich jetzt im Idealfall noch? Schrei da unten, bloß nochmal 2 Monster. Dann war wirklich fast irgendwie Krebons plus ein Zombie, das könnte klappen. Dann noch ein roter Unterweltler und damit könnte ich den roten Nummerdrachen beschwören, bis ich die Karten hätte auf dem Feld. Sehr ein bisschen unwahrscheinlich. Natürlich, natürlich. Und da ist er wieder. Unser Lieblingsdrache. Naja, fast. Aber cool trotzdem. Die Lichtschwerter. Was meint ihr? Nee, zu früh. Zu früh die Lichtschwerter. Sternstabdrache. Fernig ist ein verdecktes Monster. Verdammt, das Duell dauert schon viel zu lang für meinen Geschmack.
Das gibt's doch einfach nicht, hey, alter Schwede. Der verarscht mich doch wohl. Klanghühnchen, jemand will es verzichten. Hey, geht nicht. Pech gehabt, Mann. Na, warte. Ich hätte noch genug Monster. Schwäche Monster an dem Deck. Ich muss langsam mal ziehen. Komm schon mal, Leute. Ja, das war schon ein guter Anfang. Ich suche ein schwäches Monster, aber wollte eigentlich eher... Verdammt. Ist natürlich ein bisschen doof. Ja, weil natürlich eigentlich über einen Superdrachen beschwören will, aber irgendwie klappt es einfach nicht. Ich habe nicht die richtigen Karten auf der Hand. Na klar, Sternstrache sind noch im Feld, aber damit ich ihn rufen könnte, bräuchte ich Schrei der Untoten für Endersynchron plus die Zauberkarte halt mit den beiden Finsternis-Token. Sonst wird da gar nichts draus, Freunde. Halt Schrei der Untoten für den roten Netzunterwäldler plus 2 Stufe 2 Empfängermonster hätten wir ja auch noch, wie gesagt mit Krebons und dem Lieblingszombie. Aber ja, wie gesagt, die hätten, naja. Ich bin doch 8000 Punkte. Ich war jetzt am Friedhof Krebons, verdammt, ich muss vielleicht Rümmelsmonisierer rufen. Ist auch schon tot, toll. Sprich, seine Nova-Form können wir gar nicht mehr rufen in diesem Duell, geht gar nicht mehr. Da geht nichts mehr, und jetzt spiele ich mal zum ersten Mal überhaupt in diesem Let's Play die Lichtschwerter. Okay, ist nur der. Ich muss endlich mal aufholen, Freunde, am ersten Hol. Das ist doch einfach nur Wahnsinn, Sangan! Wird jetzt vernichtet. Ja, was rufst du? Nachäffer. Hey, ich nerv dich auf. Ja, du mich auch. Sternstaubdrache. Direkter Angriff auf seine Lebenspunkte. Sternexplosion. Na, endlich mal. Alter, das lange gedauert, ey. Wow, das ist das Spiel aber ernst. Allerdings, warum das auch ich bin. Also nachher gespielt, aber kann ich gar nichts machen. Angreifen kann ja nicht, dank unseren Lichtschwertern. Das ist ein Ult, aber eben noch so eine krasse Karte. Wer bin ich? Ich bin ein Nachhelfer. Ja, und? Das klappt dummerweise nur mit den Angriffs- und Verteidigungspunkten und nicht mehr Effekt. Und das ist natürlich ein bisschen doof für dich. Denn nun sind wir dran. Ja, sind wir auch 2 Empfängermonster, schön. Sind so ein bisschen die falschen, aber ist ja egal. Okay, Feinkontrolle. Das ist jetzt mal der Modus von ihm und zwar ein Verteidigungsmodus. Und nun greifen wir an mit der Macht des allmächtigen Sternstaubdrachens. Vernichte sein Nachäffer! Obwohl man die Karte im deutschen Anime ja auch als Copycat kennt. Aber das spielt keine Rolle. Rose! Angriff! Ja, schon wieder. Und du kriegst noch ein bisschen Schaden dazu. Meist nur ein ganz kleines bisschen, nicht wahr? Ist ja kaum der Rede wert. Fens Resonator, direkter Angriff. Ja, endlich jetzt führen wir mal, ey, er ist ja unglaublich. War jetzt über 30 Minuten der Part lang. Das gibt's einfach kaum. Aber hier gibt's halt alles. Du. Tja, nie noch keine Chance gehabt, unsere beiden Top-Drachen zu rufen. Naja, wird jetzt mal noch was. Irgendwann. Zwei Züge vorbei, einen Zug habe ich noch. Ja, Zombie hätten wir, toll.
Ne, Freunde, das wird nichts mehr. Das ist hier ein bisschen Scheibenkleistermäßiges hier, wenn ein bisschen vonstatten geht. Sternstaubdrache, los geht's! Mach schon der Synchroblocker, war? Nur halt nicht gegen den mächtigen Sternstaubdrachen. Ah nein, ich verliere noch. Das sollst du endlich mal. Alter. Ich bin ja so agromäßig drauf. Du. Ich halte nicht mehr lange durch. Nein, das gibt's nicht. Aber sowieso schon so kaputte Klamotten. Tja, jetzt bist du gleich selber kaputt. Und zwar ein für alle Mal. Das ist noch nicht vorbei. Doch. It's over. Und zwar, 9000, keine Ahnung. Eigentlich 8000, aber egal. Zerstören, Kampfbonus. Du. So, und jetzt? Really? Jose, was ist passiert? Versuch nicht zu sprechen. Also keine Sorgen, ruh dich auf. Es ist bald vorbei. Gegen Jose, wir haben nur noch wenig Zeit. Ja, ich weiß. Warte hier, Rally. Genau, Freunde, nächsten Part als gegen Lassau und dann vielleicht sogar gegen Odin persönlich, keine Ahnung, wir werden sehen. Das nächste Mal hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds. Master of the Cards mit diesem Siegerdeck, was eben noch, ja, was uns immer noch zum Sieg geführt hat bis jetzt. Die Frage ist los, sind 42 Karten in Ordnung? Sollte bereits 2 rausnehmen, wie gesagt, ja, also eigentlich wäre es vor allem der Obelisk, das man rausnehmen sollte. Und halt noch Zwillingsschwertplünder, wobei aktuell ist ein ganz gutes Deck. Leute bis jetzt würde ich mal sagen, wir lassen es noch und hoffen mal, dass wir in Zukunft noch weitere Siege einfahren können. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.